Du wären man es bei einer neuen Folge von Pokémon TL History, die wir heute drauf sind. Wir haben ein Retro-Projekt. Hallo Luc. Es sind die erst nicht lang. Weil der gute Luc hat gemeint, er geht auf eine Paris-Convention und er bringt den nächsten Pack für uns mit. Was hast du mitgebracht? New Revelation in Share. Sü, ja. Sü am Sinn von etwas 21. September 2009 rauskommen. Wie viel man nicht geschwärzt, du warst du nicht auf der Welt. Also du merkst schon, wie alt Pack mittlerweile sind. Wie jung der Luc vielleicht noch raus, das kann der interpretieren, wie er will. Insgesamt exploriert zur Handbrot Artworks auch noch von dem Ganzen, da gibt es 3-4 Stück. Es gibt auch einen Anteil, mit dem das auch direkt 1000 Euro wäre, ich meine, das auch gesehen, da muss man angerufen, der Moment, für zu erklären, den Luc geht immer auf Card Conventions, aber dann habe ich gesagt, was retromäßig ist, da rief man direkt durch. Untouched. Genau. Klar. Und ja, da lebt er fort und da geht er einfach am Front. Der ist so schlimm, dass er da nicht. Also meine Digi-Cash, wir haben gesagt, mit dem Montre da, das war kein Digi-Cash, das war eigentlich überweisen, weil Digi-Cash geht, oder ich weiß nicht so. Jetzt haben wir auch gesehen, 64 Karten und das auch hier, es gibt so Secret-Karten, das ist der Garados und den Carpador an der Shiny-Version, die haben wir auch mittlerweile selber aus dem uns kaufen, die kriegen auch ein angeblendet, respektive ich meine, eine weitere Aufnahme ein kurz abblenden, wo man so auf der Playmat-Weisen, dann schriebst du, Luc, willst du den Pack mitgebracht hast, der hast du noch abmachen und ich kommentiere, was du jetzt kann sein, dass du weißt, was du sagst, auch handeln. Normalerweise muss han noch ein bisschen Text Spooky, ja. Traum von Kiel. Lucht, ja, das bisschen, ja. Weißt du, 3 Farben noch soll stehen. Für 3 für den einen Teil des Sekunden, dann sind noch die 3 der Katze kann diskutieren, das ist eine Mischung aus den 2. Und du hast ein bisschen nach Text, wenn du nach gelesen kriegst. Da hat das quasi nicht mehr drauf. Da geht auch Wanna Play, Wizard of the Coast. Das gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Du gehst noch Park eine ganze ISBN-Nummer nach mehr im Detail. Man nach CE drauf, oder gibt auch eine Nummer drauf. Am Schluss nicht die große Eier, Glück, den du Park abzumachen. Also du musst ein Park ab, den hast mehr als du. Wie viel du da tun? Ich habe sogar Share dafür, ganz interesting. Das los noch Share dann hören, weil nicht Respekt für drin, wie du hast gesagt. Oh. Codetrick, Kartentrick-Powder will ich auch noch nicht, wie halt funktioniert, wenn wir sind an eilere Sets, du musst einfach so dabei nur irgendwie einen Trick und du weißt ja, ein Codekarte geht nicht. Die Zeit geht aber nicht. Gott, was denn heute? Soll ich da helfen? Ja, du lernst du mal, wie das früher wie Pack waren, ne? Das du noch so umgepackt. Ja. Lecker Tom. Lecker Salz, ja. Weißt du, das nicht mehr. So, dann höre ich eigentlich, dass du auf Zeit. So wird es schon viel von der 500 Euro abmischt in einzelne Booster. Thema ein Old Wort, also ein eler Angel, muss kann man just bisschen mit, wenn du willst. So. Ja, so was tipptopp, dann hat auch gesagt, dann lässt einfach alle Hand drin, einzeln, das man so da gesehen, das stimmt ein bisschen. Oh, da ist die bekannten den Chuckle, ja. Playdinge du. Ganz schön Artwork, der Markwa. Okay. Wir lehnen immer drauf, da haben sie auch gesagt, wie gesagt, du musst hier 500 Opening ab. So. Dann den Chinchu, Lampi auf Deutsch. Estavio. Und dann müssen wir vielleicht noch bei den Zwerg kommen am Neuen. Schön so an der Zeit bis wieder. Aber sorry, Kogito ist immer dabei, das hat meine Laschke bis zum Mai. Der Quillfish. Und dann der Sneasel. Das ist normalerweise so ein Strich gesehen, noch aus der Zwergkarte. Wie gesagt, die Zeit geht, dass die noch nicht Holo-Karten als Zwergkarte sind. Noch die Do-Karte will aber gerne klein 10, 15, 20 Euro Value. Und das ist nicht immer so einfach zu kriegen, zum Mut an der Qualität. Das war dann noch schon mal der erste, aber dafür mit den Pokémon Breeder Fields. Ein ganz schön Karte, wie du gesehen hast, dann der Breeder, der mit dabei ein bisschen an einem Gart, also da, wenn du ein bisschen erkannt Luft hältst. So ein Flora sind da doch Pokémon, Sonnenblumen. Sympathisch. Und den Hallo, die Dragonite. Lash Und das müsste normalerweise die Lash sehen, und dann sehen wir noch, was wir da gezogen haben. Ein Standler, ein Reindeer, Blitzbusch, oder ist das so ein Term dafür? Dann hier Plex, Bambi. Voilà, man geht noch ein bisschen viel. Ich meine, dann kann man dabei sehen. Nach die zweite Leisure lascht, nehmen wir einen Kerl schönen Mark Cargo, die wir dann auch da gesehen. Und das fährt dann. Wird schon viel Glück? Da ja. Ja, das eben, wie ich mit dem Video geschwert habe, gucken wir uns vielleicht noch ein bisschen, dann sind Kerl dort gesagt. Der C-Pack, die sind zu 100% quasi auch gewähren. Das heißt, da sind bewusst, da die nicht sitzt. Voilà. Ich hoffe, die Experience hat Spaß gemacht. Wenn es nicht Lust hast, was gerne alle hört. Ja. Wie du wisst, ja für unser Projekt
wir machen einen Pack von der Pokémon History, von der Pokémon Geschichte erklärt. Das war da für den Monat Juni, wir sind der 15. Juni, wo der Teil rauskommt. Sonst ich möchte nur gucken, merkst du, dass du ein paar Gruppen gemacht hast und nicht gezittert hast. Das war, Ganz. du hast Respekt für das, dann hat natürlich Ja, ja. gemerkt. So. Gut, merci nur gucken, bis nächstes Mal dann und ciao, ciao. Tschüss.